Wir sind in der Karte-Series über diesen letzten Monat und wir werden die Series durchgehen und das Thema Dank für Gott sein Sehen. Wir sind dankbar, wenn Gott hat seine Sehen, seine Gnade ausgegossen an uns und wir sind dankbar für dort. Von der werden wir sein, wo wir können in Dankbarkeit Aussicht haben. Wir sind in Aussicht oder in Englisch sagen wir in Perspektive, wo wir Dinge sein tun. Und das ist eine Wahrheit zu sein, wir wollen uns eine Brille ansetzen, wodurch wir alles sein tun. So wird verten geredet, ist das Koffer halb voll oder halb ladig. Und sondern wird dankbar ist, das Koffer ist immer halb voll. Aber das sondern wird nicht dankbar ist, das Koffer ist immer halb ladig. Und alles, was passieren wird, rund uns, wenn wir dankbar sind, dann wollen wir das Positive sein und nicht das Negative. Und das ist, was ich will haben, wir sind von der Grieben, dass wir können, weil Jesus uns gesehen hat, weil Jesus seine Gnade ausgegossen hat von uns, wir können immer dankbar sein. Wir wollen anfangen mit einem Gebet. Gott im Himmel, wir sind von dir taub gekommen, und woran wir taub gekommen ist das. Wir wollen die anbeten, du bist uns Gott. Du bist ein großer Gott, du bist ein ewiger Gott. Und wir sind dankbar, wir können die anbeten. Und wir wollen auch von dir hören, Gott, von dir. Wir wollen von dir lernen, wo wir können die Beter nachfolgen. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen. Wenn wir an eine Dankbarkeit Aussicht denken, dann, den Anfang ist das. Wir müssen lernen, zufrieden sein mit was wir haben. In Philippa Kapitel 4, 12 bis 13, wir wollen die Versen erst lesen, sind mehrere Versen, was wir wollen von dir durchgehen. Aber wir haben angefangen mit Philippa Kapitel 4, 12 bis 13. Und diese Versen sind uns bekannt, besonders der 13. Vers. Aber der 12. Vers lehrt uns, was 13 von reden wird. Das sagt es dort. Philippa Kapitel 4, 12 bis 13. Ich weiß, wo dort ist. Und demutig zu werden und wo dort ist, von alles haben. Ich habe dort Geheimnis gelehrt, in alle Leugen zufrieden zu sein. Ich kann satt oder hungrig sein, reichlich oder knapp haben. Ich kann alles der Christus, der mich stark merkt. Was lehrt Paulus hier? Üschlich sagt er hat gelehrt, wann er dort knapp hat, zufrieden zu sein. Er sagt, in demütig zu werden. Wir lernen von was Paulus in der Brief geschrieben hat, dort er weiß, was wir knapp zu haben. Er weiß, was wir in der schweren Zeit zu sein. 2. Korinther Kapitel 11, 27 bis 29, redet Paulus über, was er durchging. Er sagt es dort, ich habe losen und Mehl und viele schlaflose Nachten. Ich sie hungrig und durstig gewesen. Ich habe in Kalden gehubbert und habe viel gefasst. Und bitte alle diesen noch, die da der arbeitslos und die Sorge die Gemeinden. Wer ist schwach und ich war nicht schwach? Wer wird verletzt zum Singen, dort ich durch Eva nicht anbrennen? Paulus sagt hier, er ist viele Dinge durchgegangen, und die werden nachher, wo er kalt wird, die werden der, wo er nicht eten darf. Er weiß, was es ist, dass man not sein. Und ich glaube, alle von uns, das ist eine Zeit gewesen in uns Leben, wo wir wenig hatten. Und vielleicht sage ich von dir, die haben wenig. Die wissen, was es ist, wenig zu haben. Und das ist, was Paulus hier hat. Er hat wenig. Aber doch, er kann zufrieden sein. Er kann doch zufrieden sein. So sind 3 Dinge, die ich glaube, wir können tun, wenn wir wenig haben, aber wir doch zufrieden können sein. Und das ist das. Ich glaube, wenn wir nicht mehr wenig haben, wir können Gott danken, dass wir nicht mehr in der Zeit sind.
Mir denkt zurück, wenn Christina und ich, wie wir in der Bibelschule, und Christina verdient nicht so viel, dass wir immer groß Abend sind, dort wir können uns Rent betonen und dort wir eten haben. Und wir nicht viel ewig bleiben. Und Jorn Lothar, ich kann zurückdenken, nach der Zeit, wo es nur knapp war, und ich kann Gott danken, dass wir nicht mal durch sind. Wieder, wir können dankbar sein für das Geld, was in den knappen Zeiten rauskommen wird. Gott ist Gott, und wir sagen in Römer Kapitel 8, dass Gott nimmt, was Geld ist, oder was schlecht ist, und er wird das Brücken zum Geld rausbringen. Er schafft das Geld durch das Schlechte. Und wenn wir dann den Knopf haben, da können wir dankbar sein. Und ich glaube auch wieder, das hat dann mit Aussicht, Dinge können immer schlechter sein, als was sie sind. It could always be worse. Mir denkt das mal, ich sagte, wo eine Stufe, und wir vertalen und wir von uns alle nicht sagen, gut, einer hat sich vertillt. Und der andere, der fällt sich bis nicht gut. Und wir grünzen damit, weil wir uns nicht gut fallen tun. Dann kam du in den Stufen an, wieder einer Wort hineinkommen, der hat Kräf. Was passiert gleich mit wie wir bis uns vertillt haben? So erst das Fertig. Unsere Aussicht, das ist, was wichtig ist. Wir bleiben vielleicht, wir haben das schwer, wir haben das schlecht, aber das ist einmal, wem war das euer Hafen ist uns. Und wir können dankbar sein, dass wir das nicht euer haben. Wieder sagt Paulus, er weiß, was es ist, um alles zu haben. Paulus, wie einer seiner, wie weit die Krag Wort von Leben er hat, er Missionar war. Aber was wir lesen dann, wir können ein paar Dinge utfangen. Die steht erst, dass wir in Schriftlieder, wir in Pharisäer, manche Juden. Und sondern was diesen Platz haben, die wir in Ferten, sondern was Gott Leben haben. Wieder wie sein, wir in Citizen, wir in Reimer. Und sondern was in Reimer wären, da wir gewöhnlich sondern was können das typen, in Citizen zu sein. So er hat viel, er weiß, was wir lots zu haben, viel zu haben. Wir einer Wort maglich können leben. Aber wir sagen das in Unterstehen, wo Paulus geschrieben hat, da ist ein Unterschied zwischen uns Freien, eine Freude haben, und etwas, was wir sagen in Englisch happy. Wenn wir happy sind, dort ist zu tun mit, solange es Dinge rum uns gut sind, dann freuen wir uns, dann geht es schein. Aber so wenn es die Dinge nicht gut sind, dann freuen wir uns nicht mehr. Aber Fried, was wir in Englisch Joy nennen, ist so, was von Bernerlich Rüd schaffen wird. Wir sind von Bern, haben wir Fried und dann schafft er Rüd. Und dort hat er dann mit der Fried sein. Ich kenne viele Menschen, die alles haben, aber doch nicht zufrieden sind. Dort hat nicht zu tun mit was Roman ist, dort hat zu tun mit was in Hort ist. Und wenn wir viel haben und doch nicht dankbar sind, dort hat nicht zu tun mit was wir haben und was wir nicht haben, dort hat zu tun mit wo uns Hort ist. Dort ist uns Aussicht, was der Trouble ist. Wenn wir viel haben, wir können nicht sein, das hat mich tot geschafft. Dort hat Gott uns gegeben. Und Gott ist da, was uns gesehen hat. Ich glaube nicht, woran wir einen Kampf haben, mit unzufrieden sein, ist, wir sein, was ordentlich haben. Jana, die haben schmacket nicht vor ist auch. Jana, die ist viel doll gesund ist auch. Jana haben viel gratis Hütes auch. Und wenn wir uns tun, jängen ordentlich, dann sind wir unzufrieden, weil wir Menschen, wir haben, was sie haben. Aber wer wir uns lieber meten, wer wir uns lieber jängen tun, was Gott für uns will, was Gott sein Plan für uns ist. Wir sollen uns nicht jängen ordnen meten, wir sollen uns meten jängen, was Gott für uns hat, was Jesus für uns getan hat und was Gott für uns verlangen wird, von uns verlangen wird.
Dann liest Paulus hier, er sagt das in der letzten Part von 12. Ich habe das Geheimnis gelehrt, in alle Lagen zufrieden zu sein. Ich kann satt oder hungrig sein, riklich oder knapp haben. Die Frage, was ich will uns von dir fragen, ist das. Bist du zufrieden mit was Gott dir gegeben hat? Wenn du nicht zufrieden bist, wenn du unzufrieden bist, du wirst niemals dankbar sein. Aber wenn du zufrieden bist mit was Gott dir geschenkt hat, dann wirst du dankbar sein. Zufrieden sein ist der Untergrund von Dankbarkeit. Dann der 13. Vers, das ist eine Vers, was wir viel lesen und viel sein alle Wegen. Das sagt es das. Ich kann alles der Christus, der mich stärkt, merken. Was redet Paulus hiervon? Ich glaube, das ist ein Vers, was Ferten gebraucht von, wenn wir was wollen tun, wenn wir dort tun und glauben, dann können wir alles tun. Das ist Part von dort, aber dieser Vers redet besonders, wir können alles tun. Was ist das alles, was er von reden wird? Der Friede sein. Dort ist, was Gott uns Kraft geben wird für. Dieser Vers redet nicht, wenn wir was wollen, dann soll wir das tun, wenn Gott uns Kraft geben. Die Kraft, was Gott uns geben wird, ist so dort, wie der Friede sind. So, wenn wir nicht der Friede sind, was sollen wir tun? Wir sollen uns verlassen und Gott seine Kraft, dort wie der Friede kann sein. Du sind Tiden, wenn wir rumchecken down und wir sagen, das geht nicht schein, kann kein Gott in das sein. Und das ist in den Tiden dann, wo wir sollen ausrechnen Gott und anfragen für die Kraft, dort wie der rechte Aussage kann haben, dort wie der Friede sind. Der Friede sein ist ein Ding, was Gott uns will mithalten. Die Bibel lehrt uns auch, dort wenn wir unzufrieden sind, da sind viele Trouble, was durch dir kommen. 1. Timotheus, Kapitel 6, Betien sagt es dort. Und sicher ist dort in den großen Events, dem Christen glauben und Frieden haben. Wir haben nichts in dieser Welt gebracht und deswegen können wir auch nichts mehr nehmen. Und wenn wir Kleider und Eten haben, damit soll wir zufrieden sein. Aber die wollen reich worden, fallen in Versegnungen und lassen sich für seinen Lasten schlängen. Und den Menschen und dort verdorben und dort Verdammnis rieten. Jetzt ist eine Wartel, wo alle Hand bei sich kommt. Einige haben sich dort verlassen lassen und sind dadurch von Glauben aufgeregt und haben sich selbst dadurch viel weiter zugesagt. So Paulus fängt hier an in 1. Timotheus, er schrieb hier in Timotheus. Er sagt, wenn wir Kleider und Eten haben, dann soll wir zufrieden sein. Und dann sagt er wieder, sondern was wollen reich worden. Die verlangen es, mehr haben, als was Gott uns schenken wird. Und die sind nicht zufrieden mit was Gott uns geben wird. Es sind viele Dinge, was dann kommen dann. Das sagt eng hier, die haben sich dadurch viel weiter zugesagt. So, das ist nicht das Geld, das ist nicht, wie viel wir haben, was der Trouble ist, das ist der Jetzt. Das ist aufgansig sein. Das ist begierig sein. Und das ist eine Dreh, was in Hort ist. Das ist unzufrieden sein. Und dort unzufrieden sein, dort Jetzt haben, das ist dort, was uns in viel Trouble bringen wird. Ein Punkt, wo ich an denken ist, Verken sehr wie unzufrieden, will wir dann dort nicht annehmen, wer wir in Jesus Christus sind. Ich sehe viel zu viele Christen, die gehen rum und sagen, nicht ordentlich ist die Welt. Bedreckt mit Sorgen.
En han krijgt ze veel angst en furcht is de Welt. Viele Christen nehmen das nicht und glauben an, wer sie in Jesus Christus sind. Wir sind angenommen aus Gottes Finger. Wir sind nicht so eine, was rumgehen und wir haben bedeutet, wo das Wort alle uitvallen. Wir sind Gewinner in Jesus Christus. Wir haben ewige Hand über diese Welt. Gott hat nicht gesagt, er wird uns weghauen von schweren Tiden, aber Gott hat uns versprochen, wir haben immer ewige Hand. So, wenn wir nicht in der Freiheit leben, dann wollen wir unzufrieden sein. Wenn wir nicht Jesus Christus in der Kraft folgen, dann wollen wir nicht ewige Hand haben. Ich denke an 2. Korinther Kapitel 4, und ich will von der 8 bis 18 durchgehen. Und hier lehrt uns dort wir sind, in Englisch sagen wir sind ein Victor, not a victim. Wir sind so eine, was alles gewonnen haben, nicht weil was wir getan haben, aber weil die Kraft, was Jesus Christus in uns nehmen wird. Und wir sind nicht so eine, was ungedreckt sind. Johann redet ein klein bisschen, er lässt uns Versen, was uns treisten. Und diese Versen will ich haben, wir sind von der Pfoten, das ist unsere Treistversen. Wir wollen anfangen mit 8 und 9. Wir wurden von allen Sünden hart bedrängt. Von allen Seiten hart bedrängt. Aber wir sind nicht eng. Wir kommen in Verlegenheit, aber wir versorgen nicht. Wir wurden verfolgt, aber niemals verloren. Wir wurden ungedreckt, aber kommen nicht an. Das ist, wer wir sind. Wenn wir von allen Seiten hart bedrängt worden, wir kommen nicht an. Er fängt hier an, das ist gesagt, wir sind von allen Seiten bedrängt. Du sind Tiden in uns Leben, wo das zu feiern wird, das bodet nicht, wo wir haben drehen, das ist alles schlecht, das ist alles negativ. Von allen Seiten ist das schwer. Und wenn wir es dort sind, was sagt Paulus hier? Wir sind aber nicht eng. Wer in Jesus Christus ist, wer Jesus Christus in der Hand halten wird, ist niemals eng. Jesus Christus hat einmal einen Weg, wo er uns lehren. Wenn er auch feiern wird, alles was negativ ist, wir werden abchecken, nur da, was unsere Hand will nehmen und uns lehren. Er sagt wieder, wir kommen in Verlegenheit. In Englisch sagt dort perplexed. Und dort ist, wo wir in Zweifel sind. Wir wissen nicht, wo wir haben. Wir wissen nicht, wo wir wollen rüt. Wir wissen nicht, wo wir in diese schwere Zeit wollen rütkommen. Wir graben, wo können wir hier durchschaffen? Wenn wir in so einer Zeit sind, dort sagt es das. Aber wir versorgen nicht. Wir geben nicht an. Wir dürfen nicht uns hingeben, nur die schwere Zeit. Aber Gott wird uns durchleiten. Wenn wir uns so durchfallen, wenn wir unmutig werden, das ist fertig, das fällt sich so ohne Hoffnung. Das ist hoplos. Aber Gott, seine Kraft ist immer stärker, ist was wir durchgehen. Dann sagt er wieder, wir wurden verfolgt. Und weißt du, von ihnen weiten, wo das ist, wenn wir wurden verfolgt. Wir weiten, wo das ist, wenn andere Jungen uns drehen, dann wird wie hat Jesus Christus angenommen. Wir weiten, wo das ist, wenn jene Familie ist, der Regen drehen wird, wird Jesus Christus nur vor ihr sind. Wir weiten, wo das schwer ist. Wir weiten, wo sie allein feiern. Aber was sagt Paulus hier? Aber niemals verloren. Wenn andere uns verloren tun, Gott verlässt uns nicht. Jesus verlässt uns nicht. Und wir sind niemals allein. Dann sagt er wieder, wir wurden ungedreckt. Wir sind unter Stress. Wir wissen nicht, wo wir hinkommen. Dann sagt er wieder, aber kommen nicht an.
Wann wir so feilen, dat, wo wordt het alle uitvallen? Ik geloof, het komt hem eng. Gott sagt leider, wir kommen nicht an. Dit is alle uitzegt. Dit is alle uitzegt. Wanneer we door het leven gaan, wat wil we leider zijn? Wil we onze ogen leider aan dat wat slag zaten? Of wil we leider onze ogen aan dat zaten wat Jezus zegt voor ons is? Wanneer we ons uitzeggen aan dat zaten wat negatief is, dan kan ik graag verstaan waarom we niet dankbaar zijn. Aber wenn wir unsere Brauen, unsere Uitzeg ansetzen, dann dat wir tevreden zijn en alles durch die Brauen sein dann wollen wir tevreden sein. Weil wir wollen bloß ein Gottes sein und ordnen sein. Wir wollen das Gutes sein, was Gott uns schenken wird. Und dort ist, wo wir dankbar bleiben dann. Eerste Korinther Kapitel 15, 57 sagt es dort. Aber Gott soll gedankt worden, der uns durch unseren Herr Jesus Christus den Sieg jaft. Wie hand Sieg? Wie hand Eberhand, welches Jesus Christus in uns leben wird. Und dann hat Gott uns die Gelegenheit gegeben, ins Zeichnis sein für arm. In 10, Bad 15 in dieser Version, ich wollte nicht alle durchlesen, aber hier lehrt er uns, dort besonders in der 13, er sagt, ich glaubt und du wegen habe ich geredet. Wann ordne sein, was wir haben. Und sie sein doch, was wir haben, das bohrt nicht, aber dass wir dankbar sind. Dass wir den Uitzeg haben, dass wir dankbar und zufrieden sind. Das ist ein Vorbild, das ist ein Zeichnis für was Gott in uns tun wird. 2. Korinther Kapitel 5, das 5. Vers sagt es dort. Deswegen sind wir nu Christus seine Vertreter für diese Botschaft. So als wenn Gott selbst durch uns anreden würde. So praten wir, jünt in Christus seine Stelle. Lot jünt mit Gott verseinen. Wil je een voorbeeld zijn voor Jezus Christus? Wil je een vertreter zijn voor Jezus? Seid dankbaar. Wenn wir als Christen nicht mehr dankbar können sein, was Gott uns geben wird, wo können wir dann denken, dass andere wollen das haben, was wir haben? Menschen sein, was wir haben, und wie du nicht mehr verdankbar sein, dann ist es nicht angenommen verehrt. Aber wenn wir was haben und wir sind dankbar, dann können Menschen sein, wenn das in ein Menschenleben ankommen wird, dass das gaudet, so viel gaudet, dass sie dankbar dafür sind, dann werden sie das auch. Wenn Menschen können sein, ich wie diese Person ins Glauben zu sehen, und nu ist sie frei, und sie ist dankbar für das, dann werden sie das auch. Wenn Menschen können sein, wir sind in der Zeit, wo das nicht aller gut ist, und doch Gott gibt uns die Friede, die durchzugehen, und wir sind dankbar, das ist ein Vorbild für andere auch. Wir in Jesus Christus sind, haben so viel, wo immer wir können dankbar sein. Und dann sagt er hier in der 15. Vers, das passiert alle am Jündhoven. Gott seine Gnade so armer mehr Menschen raten. Und er dank dafür von Fehler, was Gott noch Rückkehr verherrlichen. Wenn wir Dank sein dann, dort ist eine Weg, wo der Gott Menschen tragen wird. Und dann in 16 bis 18 sagt Paulus das. Deswegen wollen wir nicht mautlos. Wenn ich ein Mensch sei, wenn wir Menschen sein, dann wird mautlos sein. Ich kann die meist versichert sein, der Mensch ist nicht dankbar. Ein Mensch, der mautlos ist nicht zufrieden mit wo sie sind. Das ist allmählich.
Aber wenn wir dankbar sind und wenn wir zufrieden sind, dann können wir mit Mut wieder leben. Sagt es dort in 16 bis 18. Du wegen, wo wir nicht mutlos, wenn uns Körper auch langsam verfällt, ähnlich Menschen, wo wir alle Tag nie. Uns storvet, was wir hier durchmerken müssen, als vergrenzt und leicht. Dort verschafft uns was ever alle Matten herrlich sind, was in für immer blieben. Wir trachten nicht nur dort, was zu seinen ist, aber dort, was nicht zu seinen ist. Willst was zu seinen ist, als für diese Zeit. Was aber nicht zu seinen ist, als ewig. Hij fängt hier an, hij sagt, ons Körper uit langsam verfällt. En je weet alle zijn, je weet een krak wat dat meint dat. Wanneer je 30 jaar weer, je kunt daar even schaffen, je kunt daar even ran, je kunt daar even alles doen wat je jankert. En nu wanneer je 70 en 80 jaar is, dan is het niet meer zo leicht. Dat Körper dat verfällt, sagt er hier. Aber wir können deswegen mutig sein. Woran können wir mutig sein? Was innerlich ist. Der Mensch wird jeder Tag nie. Die Bibel lehrt uns, was das ist, und das ist die Wiedergeburt. Wenn wir uns bekehren, dann, wir kriegen die Wiedergeburt. Und das ist, Gott nimmt das alles, was das ist, woran wir geboren sind, das sind Natur, er nimmt das raus und er sagt, ein neuer Mensch in uns nehmen. Und das ist ein neuer Mensch, wo Gott schaffen wird, dass wir jeder Tag Dollar und Dollar als Jesus Christus sind. Und wenn wir von Büten verfallen dann, von Bern, wo wir nie. Und das ist wegen, was ewig ist. Es dollar wichtig ist, was hier ist. Was ewig ist, es viel dollar wichtig ist der Trouble in was wir hier tun. Wenn wir bis für hier leben tun, wenn unsere Uhren bis an dort sein, was Rama uns angehen wird, dann wollen wir niemals zufrieden sein. Wenn wir sein, dass wir wollen nicht reich, so wie wünschen wir würden. Wenn wir sein, dass wir sind nicht gesund, so wie wünschen wir wären. Wir können sein, wo wir nicht zufrieden sind. Aber wenn wir sein, dass wir kämen eine Ewigkeit, nur das kartet Leben, wo wir wollen, für alle Ewigkeit, ohne Not sein, ohne schwere Tiden, ohne Weidel, ohne Sünd und ohne Tod sein. Dort ist eine Aussicht, was uns halten wird, zufrieden sein. Welches Wort wir kann kommen, ist viel grater als die Zeit, wo wir in nu sind. Epheser Kapitel 5, 19 bis 20 sagt es dort. Red einem zu den anderen mit Psalmen und Singen und Jesu Lieder. Singt und spielt von Hort dem Herrn zu ehren. Und dank an alles, armer Gott, den Vater, für alles in Christus, Jesus, unseren Herrn, sie Namen. Wenn wir taub kommen, ein von den Ursachen, dass wir singen, ist, dass wir dann taub Gott preisen, Gott danken für was er getan hat. Weet je, wat een grote geschenk dat is, dat we die redden kan? Du hast nichts, was wir haben getan, dass wir dort wird sein. Jesus Christus hat am Kreuz gestorben für uns. Du hast nichts, was wir können tun mit unseren Gaben, dass wir Gott gefallen tun. Dass Gott sein wird, wo wir deinen tun. Und er denkt zu sich selbst, dort ist ein Mensch, der viele Gaben hat. Ich will dem raten. Nee, dort ist bloß der Gott seine Liebe für uns, Gott seine Gnade für uns, wo Gott uns wählen wird für seine Gottes Kinder. Und wir sind dankbar für dort. Und wenn wir taub kommen, dann
wie singen Danklieder, Preislieder, willst wie dankbar sein. Und in der 18. Vers sagt er, wir tragen nicht nur dort, was zu seinen ist, aber nur dort, was nicht zu seinen ist. Willst, was zu seinen ist, erst für diese Zeit. Was aber nicht zu seinen ist ewig. Heidi mir even gedacht, wo kort ons Leben ist. Mo kort, sag kort. Wenn diese Welt mo duizenden Jahre, Menschen auf dieser Welt mo duizenden Jahre sind, dort erstmal so viel Zeit. Und an uns Leben erstmal so ein kleiner Tück, das ist ein kleiner Punkt an der ganzen Zeit, wo Menschen auf der Welt sind gewesen. Und dann dort der Welt hier war es erstmal so eine kurze Zeit in aller Ewigkeit. Die Bibel nennt uns Leben, das ist ein kleiner Odem. Das ist eine Dunstwolke. Hier und dann weg. Aber Ewigkeit ist für immer. Ewigkeit geht on und on und on. Und Gott hat uns die Gelegenheit gegeben, in dieser sehr, sehr kurzen Zeit, haben wir uns reinmerken für Ewigkeit. Dort, was wir tun, in diesem kurzen Moment, dort steht Ewigstlohn noch alle Ewigkeit. Und ich glaube, dort ist ein Ding, was wir verdankbar können sein. Dort ist eine Gelegenheit, um Dinge zu sehen, was du wollen sein für alle Ewigkeit. Ich weiß nicht, wo ihr von dir seid. Was von der Brille die abhaben. Habe je eine Brille ab, wat alles dunkel ist? Wo je untevreden sind? Wo je wünschen, je haben mehr? Und wenn je dat nicht kriegen, dann wat je verwünschen, dann sei je untevreden. Und mit dort sei je niemals dankbar. Aber tjak von dir, Freund, ich will uns ermutigen. Wer wir sein, was wir in Christus haben. Wer wir sein, wer wir in Christus sind. Dann werden wir uns eine andere Brille ansetzen. Eine Brille, wo wir alles sein tun. Wo Gott Gott ist. Wo Gott uns Gott ist. Und wo wir in ewige Hand haben. Willst wir in Jesus Christus haben. Wir werden schließen mit dem Gebet. Liebe himmlische Vater, wir sind dankbar. Dass wir können, seine Erfahrungen, was wir von dir gesehen haben, lesen. Und Gott, ich weiß für mich, ich fühle mich abgebüht. Ich fühle, dass ich kann Maut nehmen. Ich fühle mich, dass ich kann in Freiheit, in Macht für dit leben. Gott, ich bete für uns, wenn wir in Utsicht haben gehört und hört, was dir nicht gefallen hat. Wenn wir nicht dankbar sind. Gott, ich bete, dass du uns halten, dass wir können sein, wo Gott wir dort haben. Wir beten auch für so eine Wortwörter in der schweren Zeit durchkommen. Die hast uns gelehrt von dir, dort, wenn es auch schwer ist, der Weg, wie dankbar sein. Wir beten das in Jesu Namen. Amen.